was für unser Land und für unsere Bevölkerung gut ist und uns voranbringt. Aber ich empfehle euch, wartet nicht darauf, sondern geht von allein. Wir wollen mehr Sicherheit und die Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Und zwar nicht, weil sie da gerne vorgeschrieben haben, sondern richtige Grenzkontrollen, so wie früher. Wir wollen, dass die Bürger mehr Gehör finden durch Volksentscheide. Wir wollen, dass Entscheidungskompetenzen wieder auf nationale Parlamente übertragen werden. Wir brauchen keine EU, die uns vorschreibt, was wir Deutschen hier zu tun haben. Das wissen wir selber. Da wird diskutiert, welche Lebensmittel wir Deutschen essen dürfen, als ob es keine anderen Probleme gäbe. Was machen die in der EU? Eierkram, Kaffeetaschenschaufel oder was? Der Worte sind genug gewechselt. Wir fordern die Bundesregierung und die bayerische Staatsregierung auf, die Grenzen für illegale Einwanderer sofort nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 Asylverfahrensgesetz zu schließen. Jeder Mensch, der die Grundrechtsarten beherrscht, kann es gerne nachrechnen. Die Bundespolizei lässt weiterhin jeden Tag annähernd 10.000 Migranten nach Deutschland einreisen. Das sind 300.000 pro Monat und 3,6 Millionen in einem Jahr. Wie soll das weitergehen? Wir fordern daher einen sofortigen Zuwanderungsstopp. Deutschland ist an der Grenze der Leistungsfähigkeit. Ende. Ja, warum tun sie das nicht? Die reden doch nur und das ist normal. Horst Seehofer ist so verärgert über Merkels Fehltritte in der Flüchtlingspolitik, dass er überlege, ob er die Flüchtlinge in Bussen an den Reichstag fahren lassen solle, damit der Merkel vielleicht mal ein Licht aufgeht. Frau Merkel habe sich für ein anderes Deutschland entschieden. Für was denn für eins? Ohne Deutsche? Wir aber wollen kein anderes Deutschland. Wir wünschen unser Land wieder so, wie wir und vor allem unsere Vorfahren es aufgebaut haben wieder. Demokratisch, sozial und gerecht. Wir möchten unsere Kultur und unsere Werte erhalten. Und hier nicht die zuständigen Länder. Unterstützt auch den Drüben. Ich werde es auch versuchen, möglich zu machen. Das soll dann unser Dankeschön sein an Ed, dass er sich so für seine neue Heimat, für unser Land, für Deutschland einbringt. Jetzt Applaus für Ed. Bitteschön, das Mikrofon gehört dir. Danke, Gernot. Guten Abend, Freunde. Liebe Freunde von Praxis. Es freut mich, ihr noch